Ah, wie schön es ist, wenn doch alle Lichtlein brennen, nicht wahr, Freunde? Okay, legen wir los und gehen zum Endboss, zu Phantomganon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Weg zu ihm noch so ist wie im Original oder auch wieder ein bisschen anders. Und ich frage mich gerade, wie oft ich bin gespannt in diesem Let's Play gesagt habe und so in diesem Zusammenhang. Oh mein Gott, bestimmt schon viel zu oft. Naja, also bisher sieht es eigentlich noch relativ gleich aus. Jo, es bewegt sich auch alles genau gleich, wie es sollte. Die Frage ist bloß, was für eine Überraschung wartet uns hier? Hä? Eine Kiste! Sonst nichts? Naja, was erwartet schon groß? Ich meine, die Skulpturas haben wir ja alle, oder? Ja, haben wir alle. Schön. Das habe ich ja schon im letzten Part gesagt, Mann. Wie viel habe ich überhaupt? Ich kann noch gleich nachsehen. 26, okay. Oh, verdammte Scheiße. Was kriegt man jetzt bloß, wenn er bei 30 war jetzt das mit dem... Ja, ihr wisst schon. Nee, wisst eben nicht, weil ich es eben auch nicht mehr weiß. Ja. Ich glaube, das war die größere Geldbörse, oder? Doch, das müsste das sein, weil 200 haben wir jetzt schon das Maximal und das kann es nicht gewesen sein. Ich weiß noch, bei 40 war das Herzteil, bei 50 die Krabbelminen und dann bei 100 wieder. Oh, da muss ich aufpassen, wie ich das da mache, weil ich will ja die Herzteile eigentlich erst am Schluss einsammeln. Ja, eigentlich. Oh, Pfeile. Ja, sehr schön. Ja, gut, ja, ein paar Zusatzpfeile könnten eigentlich nie fehlen. Ja, da sind nie fehl am Platz, aber trotzdem. Eine Wand. Mann, ist das hier zappenduster? Da kommt mir das nur so vor? Ich frage mich, ob das wirklich so ist. Oder ob das nur an meiner Übertragung liegt. Weil das fiel mir auch schon bei der Last Story auf. Ihr seht das ja... Oh, da ist ein Schalter. Ja, weil ihr seht das... Ja, den Part seht ihr eigentlich viel dunkler, als ich ihn sehe. Also gut, jetzt nicht so viel dunkler, aber es ist schon ein gewisser Unterschied da. Also das hier ist definitiv neu. Okay, der Schalter ist gedrückt. Wie geht's bitte schon weiter? Denken wir doch mal logisch nach. Da geht's nicht hin, das ist klar. Da war noch ein Gitter, okay. Das heißt, ich schiebe das ganze Teil mal ein bisschen... Moment, ich muss doch zurückschieben. Ich hatte doch da mal ein Gitter. Ist jetzt vorhin oder war das vor der vorherigen Schiebung? Sprich in der vorne Aufnahme, ich weiß gerade gar nichts mehr. Nö, das war das mit der Kiste. Mann! Das erinnert mich unweigerlich an das erste Mal, als Ocarina of Time gespielt habe. Da habe ich hier sowas von verkackt. Hey, das glaubt mir keine Sau. Ja, es war wirklich übel. Es ist doch genau der gleiche Raum, oder? Ja, eben, ich dachte, die hätten jetzt zurückgeschoben. Hä? Moment mal schnell. Moment. Na klar, so geht's nicht. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja. Okay, ich mach's anders. Einfach nochmal schieben. Wieso zurückschieben, wenn man dann auch vorwärts schieben kann? So, wie sieht's aus? Wand. Verdammt, mir ist irgendwie kalt. Egal. Gut. Schlecht. Alles andere geht immer noch nicht. Hä? Moment mal, jetzt schiebe ich wieder falsch. Oder schiebe ich jetzt richtig? Hä? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schiebe immer in die falsche Richtung. Kann das sein? Na. Also so dämlich kann ich nicht mal ich sein. Da waren wir vorhin, das weiß ich noch. Da unten, genau, da müssten wir jetzt eigentlich hin. Moment mal schnell. So. Wo stehe ich jetzt überhaupt, wenn ich mal kurz fragen darf? Ja. Das ist eben das da, genau, so wollte ich es doch haben. Wo ist jetzt das Gitter? Ist das nicht mehr da? Gut, schiebe ich halt nochmal weiter. Immer in die gleiche Richtung. Nicht immer kreuz und quer, weil sonst ist die Kacke am Dampfen und ich verliere irgendwie komplett die Orientierung. Ja. Ist schon ein bisschen besser. Trifft das Auge. Die Frage ist bloß, wofür? Der kann es nicht sein. Da kann es nur... Nö, da waren ja gerade. Hä? Da komme ich jetzt schon weiter. Das wäre mal was, ey. Oh, ich komme schon weiter. Gut zu wissen. Okay, Freunde, bereiten wir uns vor auf eine Partie Tischtennis. Tischtennis natürlich nicht. Richtiges Tennis. Mit Phantomganon und verdammt ist das dunkel.
Okay, also im Original war es garantiert nicht so düster. Das weiß ich noch. Verdammt, wie soll ich ihn da sehen? Hallo? Ist hier ein Echo? Hallo? Echo? Nö, kein Echo. Aber eine hübsche Bildergalerie. Ganondorf mag zwar ein Oberbösewicht sein und so weiter und so fort, aber irgendwie steht er immer auf den gleichen Bilder. Mir wird schlecht. Egal. Okay, der Herr des Hauses ist nicht da. Und sein Schoßtier, sprich Phantom Ganon, auch nicht, also hau ich wieder ab. Oh mein Gott! Wir kommen nicht durch die Gitterstäbe durch, wir sind zu fett! Ups, hallo Ganondorf. Ich habe hier eigentlich mit einem Phantom gerechnet, nicht mit dir. Na gut, catchen wir jetzt schon. Hä? Man könnte echt meinen, der hätte sich die Haut abgezogen. Verdammt, ist das düster, ich sehe ihn ja kaum. What the hell? Okay, entweder liegt das an der Übertragung oder am Aufnahmeprogramm, weil Software kann es nicht liegen. Hey, ich sehe echt nichts. Ah, da kommt er. Oder? Voll ins Face. Ja. Okay, von wo kommt er jetzt? Ich muss mal hier die Steuerung wieder ein bisschen fixieren. Ja, das dürfte gut sein. Da kommt angeritten, welchen Bild kommt der? Hä? Ist der dämlich, ey. Ich weiß, ob das er die Bilder wechselt, nur weiß ich nicht mehr wann. Lulululu. Ah, okay, da kommt er. Wo ist das andere? Hä? Okay, irgendwie habe ich heute den Pfeildarm drauf. Okay, Leute, er will Tennis spielen! Aufschlag! Sind wir hier noch bei einer Tennisprobe? Daneben! Der trifft mich nicht mal. Na gut, wir treffen ihn sowieso auch nicht. Wieso hat er mich jetzt getroffen? Naja, wie gesagt, wir treffen ihn nicht und er ist mir ein bisschen zu nahe. Ja. Alter, geh weg, ich habe Berührungsängste. Na, wie sieht's aus? Genug trainiert? Okay, Leute, das Tennismatch beginnt. Phantom Ganon gegen Roger Federer. Aufschlag! Komm! Okay, Federer, du hast auch schon mal besser gespielt. Ich hatte beiseite. Okay, ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab Tennis spielen verlernt. Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, kein Wunder, ich sehe auch kaum was. Ah, jetzt geht's. Aufschlag! Konter! Alter! Ah, er geht doch. Ja! Okay, das ist der verrückteste Kampf gegen Phantom Ganon, den ich jemals hatte. Aufschlag! Rückhand! Backslash! Crosscore! Alter! Keine Sorge, ich habe noch eine Fee! Ich habe noch eine Fee! Habe ich eine Fee? Bitte sagen wir, dass ich eine Fee habe. Ja, und ich habe meine 7 Jahre alte Milch. Die funktioniert zum Glück immer noch. Oder ist da noch was drin? Okay, 2 Feen habe ich noch, aber so weit kommt es hoffentlich nicht. Komm schon, Aufschlag! Ich habe nichts gesagt. Seit wann verliere ich gegen Phantom Ganon? Das ist mir nicht mal beim ersten Mal passiert. Oh, es ist heller. Nicht mehr. Verdammt, ich brauche mehr Licht. Alter, da zieht mir ein ganzes Herz ab. Und verdammt, ich sehe nichts mehr. Und verdammt, ich sag so, verdammt. So, jetzt geht's wieder. Also einen kleinen Unterschied gibt es doch zu Ocarina of Time 3D, merke ich gerade. Hier fehlt der 3D-Effekt. So, komm schon, Aufschlag. Ja, wir müssen noch ein bisschen langsam. Crosscore, Smashball. Na, ich muss ein bisschen besser konzentrieren. Was? Na klar, zu früh. Oh Mann. Hey! Jetzt war ich weder zu früh noch zu spät. Also, hallo. Mann. Dämliche Absperrung. Hey. Als ob ich hier nicht fliehen könnte oder so. Guck ich mal, wenn ich falsch liege. Aber irgendwie habe ich den Endkampf gegen Ganondorf ein bisschen einfacher in Erinnerung. Hallo? Ja. Wenn ihr damit sagen wollt, dass ich irgendwie nicht mehr drauf habe, dann habt ihr recht. Irgendwie habe ich es total verlernt. Da will wahr sein, ey. Ja, ich war zu nah dran, das weiß ich auch. Mann, ich sehe doch nichts so. Aber ich echt 2 Feen? Ja, das wäre ja lame. Komm schon, Alter, geh mal ein bisschen mehr weg. Mann, ich sehe doch nichts so. Das ist mir definitiv zu nahe.
Okay, wieso das funktioniert hat, keine Ahnung. Alter, komm runter. Ja. Aufschlag. Crosscore. Hey! Smash! Nochmal! Ja, geht doch. Komm schon, immer schon in die Fresse! Und er lebt immer noch. Okay, jetzt reicht's mir. Ich will nicht die zweite Fieber brauchen. Da opfere ich lieber meine 7 Jahre alte Milch. Sonne brauchen wir gar nicht mehr. Schon halber Sauerrahm. Ach, wir haben den Tennisbegriff. Oh! Ich habe doch dauernd hinten am B gedrückt. Wieso war das jetzt mein Fehler? Okay, genug gespielt. Aufschlag, Crosscore, Longline, wir gehen die Begriffe aus. Smashball. Da gibt es doch gar nicht im Tennis einen Begriff. Yes, yes! Ja, geht doch, meine Fresse, hey. Okay, eine Fee plus Milch und dabei nicht mal ein 3-Herz-Run. Ich muss wieder öfter das Original Ocarina of Time spielen. Ich dauernd den Scheiß auf 3D, hey, da kommt man dann komplett durcheinander. Ja, ich weiß, Ganondorf spricht gerade zu uns. Du hast nur mein Phantom besiegt. Jetzt mein Wahren nicht gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur in den Hades verbannen, wenn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Alter. So brutal war er nicht einmal in The Wind Waker. Aber irgendwie hat er echt was im Todbringer. Hey, der war genauso brutal mit Ghirahim. Okay Leute, wir haben es geschafft. Wir haben uns zwar ziemlich bescheuert angestellt. Und wieso habe ich meine Milch noch? Ich habe noch eine halbe... Was? Die Milch war voll? Okay, Verwirrung. Heute ist irgendwie der Tag der Part der Verwirrung. Ja, der Tag sowieso. Egal, der Part der Verwirrungen und der Herzcontainer gehört uns. Da sage ich nicht nein. Ching ching, Dankeschön. Ja. Herzcontainer sammle ich sofort ein, Herzteile erst zum Schluss, wenn möglich, weil ich will das Spiel zu 100% komplett haben und es gibt ein Herzteil, das ich schon einsammeln musste, weil es nicht anders ging, wegen dem dämlichen Fehler da mit der Maske des Wissens, aber egal. Später mehr dazu, wir sind jetzt zurück in der Halle der Weisen. Und wir haben die erste Weise befreit und es ist niemand anderes als unsere alte Freundin, langjährige Freundin, wie auch immer, Salia. Danke, dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Hä? Was habe ich denn gemacht? Ach so, ja, ich habe sie befreit. Ach so, deshalb. Man könnte eigentlich meinen, wir hätten irgendwie ein gutes Wort für sie eingelegt und so und deshalb wurde sie, wieso hat es gerade geruckelt, egal. Und deshalb wurde sie zur Weisin, aber nein, wir haben sie nur befreit. Nur nicht die Weise des Waldtempels. Ja, und ich frage mich immer noch, wenn wir schon bei The Wind Waker sind, wieso es in The Wind Waker nur noch 2 Weise gibt. Das läutet mir bis heute nicht mehr ein. Ich habe stets gewusst, dass du zu höheren berufen bist. Kunststück, ich bin ja doppelt so groß wie du. Mann, oder Spruchlahm. Ich hege große Gefühle für dich. Oh! Und das als eine Pflanze, weil ein Kokiri, also Kokiri sind Pflanzen und ja. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Ja, leider schon. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Wieso? Bist du tot? Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Oh ja, jetzt erhalten wir ihre Kraft, von der wir leider im fertigen Spiel nichts merken. Denn die Umsetzung der Amulette in eigenständige Kräfte war ja eigentlich nur in der Beta geplant. Also ja, geplant war es natürlich auch in der Vollversion, aber dazu kam es irgendwie nicht mehr. Nur in der Beta-Version von Ocarina of Time konnte man auch die Amulette als Items einsetzen. Salia gibt sich als einen der Weisen zu erkennen und überträgt ja ihre Kraft. Ja, was für eine Kraft wäre hier noch die gute Frage. Ich werde immer deine Freundin sein. Oh, wie niedlich. Tja, Freunde, haben wir schon eine Freundin mehr in unserem Kreis. Ja, ist doch fabelhaft. Ja, jetzt könnte man sich fragen, wieso sind wir ausgerechnet hier gelandet? Und das ist auch ein Grund, wieso sich die Timeline dann in The Wind Waker und in beziehungsweise in Majora's Mask spalten. Wow! Ja, Link schreit noch, obwohl er schon am Boden ist. Das ist eigentlich auch witzig. Sprechen kann Link nicht, aber schreien natürlich. Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekubaumes.
Weil du uns alle den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Yeah, hab Dank. Ja, ist ja kein Problem. Du kleiner Spross. Hast du deine alte Freundin wieder gesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Ja, leider. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Hat man gesehen. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nö, nicht wirklich. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri, du bist ein Hylianer. Oh Mann, hey. Doch nicht geahnt, wir wissen es doch schon, meine Güte. Wie oft wurde uns schon gesagt, dass wir kein Hylianer sind, kein Kokiri sind, jetzt sage ich es auch noch falsch. Meine Fresse. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Du hast dich mit dem Dekobaum aber nicht abgesprochen, oder? Weil sonst wüsstest du das. Egal, er weiß es halt nicht. Oh nein, nicht das schon wieder. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Ja. Falls ihr auch fragt, wie lange eine Dekade sein soll, eine Dekade sind 10 Jahre. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Ja, schön und gut. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Ach ja, und übrigens, ein Dutzend sind 12. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Wow, der Dekobaum muss ja sehr weise gewesen sein. Wieso spinnt es gerade meine Uhr? Das ist gerade um 2 Sekundenschläge schneller gewesen. Egal. Die Kokiri zog das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, dass sich die Prophezeiung erfüllte. Und wieso kann ich nicht überspringen? Egal. Wie oft habe ich in diesem Part schon egal gesagt? Bitte, zählt es nicht. Ich will es nicht wissen. Du bist Hylianer. Es war ihm deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Ich hätte es beinahe wieder gesagt. Dein Schicksal, nun hat er sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Genau, Ganondorf in den Arsch zu treten. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. Ja gut, das auch. So sei es, Michael. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Ja, in Hyrule sorgen wir für Frieden. Gut, jetzt wird hier der Dekobaum sprießen. Der neue Sprössling, der sich irgendwie ein bisschen bewegt, wie es scheint, aber egal. Der alte Dekobaum ist ja tot und wieso hat er da ein Loch in den Zweigen? Ist egal. Nein, ich habe schon gesagt. Sorry, Leute. Ja, zur Erklärung noch von vorhin, habe ich ja gesagt, wegen dem Unterschied zwischen The Wind Waker und Majora's Mask bzw. Twilight Princess. Also, ja, nur zur kurzen Erklärung. Jetzt sind wir in der Zeit des Erwachsenen-Links und hier sprießt jetzt der Dekobaum. Deshalb ist der Sprössling hier auch in The Wind Waker vertreten. Ja, den kennt man da, natürlich den großen Dekobaum nicht mehr, der ist ja tot. Aber in The Wind Waker taucht er auf, weil wir ihn jetzt den Fluch befreit haben und er nun sprießen kann. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, egal. Ich habe schon wieder gesagt. Mann! Ja. Und in Majora's Mask ist es ja so, dass wir da in der Vergangenheitsebene sind. Und da, was haben wir da gemacht? Genau, wir waren noch nicht im Waldtempel. Und wir haben uns dazu gesehen, wie der Dekobaum gestorben ist, aber mehr auch nicht. Deshalb gibt es in Majora's Mask und dieser Timeline, also nach der erfolgte nach Twilight Princess und laut Nintendo ja auch Four Swords Adventures, was ich bis heute noch nicht kapieren kann, aber egal. Nein, nicht schon wieder. Ja. Und deshalb gibt es in dieser Timeline diesen Sprössling des Dekobaumes nicht so. Das hätten wir jetzt geklärt. Das habe ich jetzt deshalb erzählt, weil ich mir parallel dazu überlegen wollte, was ich jetzt mache, was nicht so gut funktioniert hat. Was soll's? Mal ein neues Wort oder Spruch, egal. Nein! Okay. Wir könnten jetzt in den Bigoro-Schwert noch schauen. Wir haben hier Henny dabei. Die gute alte Henny. Jetzt frage ich mich, nur ist der da? Der alte Knilch, von dem bekommen wir die Säge. Was nicht direkt von ihm, aber was ist jetzt passiert? Mein Laptop ging gerade an, das ist mir unheimlich. Okay, dann wecken wir ihn doch mal auf. Jupp, der ist noch da, okay. Da gibt es noch den Pilz, soweit ich mich erinnere. Ja, ich denke mal, für den Rest des Parts können wir das noch schnell machen. Der Part wäre sowieso schon längst zu Ende, aber das mache ich jetzt noch schnell. Henny, ich dachte nur ein netter Mensch wie ich könnte dich zähmen. Was, ein Zombie wie du? Das bedeutet... Wobei Zombie, das ist eher eine Beleidigung, das ist eher ein Alien. Du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tu es mir einen Gefallen. Muss das sein. Aber ja, Link kann ja nicht Nein sagen. Was soll's. Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko.
Doch lass nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Von mir aus. Der Schimmelpilz. So ein frischer Pilz fault sehr schnell, also bring ihn rasch zum Hexenland in Kakariko. Leute, der heißt Schimmelpilz und da steht da unten so ein frischer Pilz. Oh, verdammt, nur 3 Minuten. Wir müssen uns beeilen, das trifft sich sowieso gut. Weil die nächste Station wäre sowieso Kakariko. Für ein Pfeil-Update. Oh yeah, 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 yeah. Moment mal schnell. War ich jetzt eigentlich schon auf der Lon-Lon-Farm? Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Na, ich versuch's noch einmal. Und ruf mir Epona, die nette Stute. Dulululu. Haben wir es gerade Nacht draußen? Fragen, immer Fragen in diesem Part. Ah, da ist sie ja schon. Ah, Epona, kannst du Gedanken lesen? Nö, kann ich nicht. Aber ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Seit 3 Monaten ungefähr. Ups. Stimmt ja, wir haben es ja vor... Das ist nicht schnell ernst, oder? Über dieses kleine Stück der Wurzel kannst du nicht... Egal. Ja, hab's wieder mal gesagt. Was soll's? Stimmt ja, wir haben ja Epona hier noch zurückgelassen, bevor wir mit Skyward Sword begonnen haben. Oh Mann, hey Leute, ja, ich glaub's nicht. Mittlerweile sind es sowieso schon 5 Spiele, die ich parallel am Let's Playen bin. Und glaub mir, da kommt nicht nur die Steuerung manchmal durcheinander, sondern auch noch ganz was anderes. Doch genug davon und genug mit meinen Egals und so. Ich will das wirklich ändern. So, wie ihr sehen könnt, die Zeit reicht locker. Das ist kein Problem. Und wenn wir schon mal in Kakariko sind... Oh ne, das geht glaube ich gar nicht. Oder... Ich überlege gerade, weil die Hexe gibt uns ja auch wieder was wir zurückbringen müssen. Und das läuft doch auch schon in 3 Minuten ab. Oh. Nun gut. Ja, ich könnte jetzt schnell den Schimmelpilz noch abgeben. Und dann, je nachdem, ob ich wieder ein Zeitlimit habe, noch schnell zurückrennen mit Epona. Dank unserer guten Stute. Ich bin ja gerade total falsch. Ne, ich bin ja total richtig. Ich muss ja hinten durch, nicht wahr? Weil sonst geht's nicht. Danke, Link. Nehme ich halt den Hintereingang zur Hexe. Stimmt's überhaupt noch? Das würde mich jetzt wundern. Hey, bin ich gut oder bin ich gut? Welch ein seltsamer Duft. Da musst du etwas gefunden haben. Ja, ein Schimmelpilz. Dieser taugt nichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Von mir aus. Ich mag sowieso keine Pilze. Wer hat das Licht ausgemacht? Ist was passiert? Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Das ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Sie haut ihm voll aus den Socken, wirst du sehen. Aber sie sagt nicht bei jedem übrigens. Ja. Der Modertrank. Der Modertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in die verlorenen Wälder. Modertrank. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Ja. Und muss ich den Modertrank? Nö, muss ich nicht. Also, das ist ja perfekt. Wir haben etwas Zeit, Leute. Und das bedeutet, ich habe einiges vor. Habe ich das wirklich? Ja, habe ich. Ich weiß gar nicht mehr was, aber ich habe einiges vor. Und zwar mit euch. Genau, denn das Schießspiel will nicht absorbiert. Nö, wir sind ja nicht bei Dragon Ball mit Buu und so weiter und Cell und was weiß der Teufel noch alles. Sondern wir wollen die Schießübung noch absolvieren, damit wir einen größeren Köcher erhalten. Soweit ich mich erinnern kann, den für 60 Pfeile. Ne, Moment, wir sind ja nicht bei Twilight Prince. Es waren nur 40 Pfeile, oder? Oh Mann, ich weiß es echt nicht mehr. Doch, es waren 40 Pfeile, stimmt. Einfach den größeren Köcher, dann gibt es nochmal einen größeren Köcher, den bekomme ich aber erst viel später und ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen wieder mal, Freunde, und auch vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt und auch die Fails und so. Ich denke mal, für euch war es auch lustig und für mich, ja, jetzt im Nachhinein auch. Wir haben zum Glück nur eine Fee verbraucht, trotzdem war es ein bisschen Fail. Egal, was soll's. Bis zum nächsten Mal bei Queen of Time Master Quest. Bis dann und ciao zusammen.